als nächstes möchte ich den Jukka von der finnischen Defense League hier oben begrüßen. Meine lieben Brüder und Schwestern, Verteidiger der Vaterlandsliebe. Die Finnish Defense League aus Finnland zieht den Hut vor euch. Ich fühle mich sehr geehrt, mit euch zusammen an dieser eurer Veranstaltung, dem Tag der Patrioten, teilzunehmen und den Tag der deutschen Einheit zu feiern. Die heutige Gesellschaft wird zunehmend multikultureller. Deshalb sollten wir uns stets an unsere eigenen Wurzeln erinnern. Wir sollten dazu bereit sein, unsere eigene Kultur zu verteidigen. Anstatt sie von innen heraus Schaden nehmen zu lassen oder gar vollständig zu verlieren. Zurzeit gibt es einige wirklich ernstzunehmende Konflikte auf unserer Welt. Deshalb sollten wir als Patrioten unsere Rolle kennen und uns verstehen. Wir sollten uns darum bemühen, dass die Ursachen und Auslöser dieser Konflikte niemals nach Europa getragen werden und ihre Saat sehen. Wo Unterdrückung herrscht, da müssen wir sie täglich auf neue bekämpfen. Wir müssen unseren Kindern beibringen, im alltäglichen Leben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch auf die Gefahr hin, dass man uns dafür als Rassist bezeichnet. In England beispielsweise sind bedauerlicherweise rund 1400 Kinder misshandelt worden, weil die Menschen aus Angst, als Rassist bezeichnet zu werden, weggeschaut haben. Ihnen war das Risiko und die Folgen, als Rassist bezeichnet zu werden, schlichtweg zu hoch. Solche Dinge dürfen sich nicht wiederholen. Wir als Patrioten können keinen anderen Menschen zu irgendetwas zwingen, sonst wären wir in der Tat auch nicht besser als unsere Feinde. Aber wir sollten durchaus einem jedem Radikalen klar machen, dass wir den Bedrohung unserer Freiheit und unserer Friedens nicht weiter untätig zuschauen werden. In unserem zivilisierten Land ist einfach kein Platz für Fundamentalisten und Terroristen. Und wenn man diese schon nicht ausweisen kann, dann sollten sie doch zumindest in ihrem Vorgehen gestoppt und auch auf Rechtswegen verfolgt werden. Mitbürger aufklären und unseren Kindern den verantwortungsvollen Umgang mit Sitten und Traditionen beibringen, Traditionen und Sitten verteidigen, ohne Gewalt als Waffe zu benutzen, sind hierbei nur einige Ideen, die ich als Schlüssel zum Erfolg verstehe. Ein jeder von uns möchte in Ruhe leben, Freiheit genießen und sich stets sicher fühlen. Nur wenn wir gemeinsam gegen Ungerechtigkeit, gegen Fundamentalismus und Terrorismus ankämpfen, werden wir Freiheit und Frieden behalten. Wir dürfen nicht aufgeben und uns unterdrücken lassen. Danke.